Hey Leute! Ja und hallo Asna, willkommen zurück hier zu Sword Art Online Re-Holo-Fragment. Wie ihr sehen könnt, ja, mir ist ein kleines Malheur passiert mit der Ausrüstung, denn ich dachte mir so, hey, Equipment haben wir doch so viel und wir haben wieder Items, Skills und so weiter und so fort. Na gut, Skills eigentlich nicht so, aber trotzdem alles ein bisschen durchgucken, wo es geht irgendwie. Wir sind ja halt noch da. Ich meine, einen Haufen Zeugs davon verkauft gehabt. Naja, ist ein anderes Thema. Ja, jedenfalls, wie ich es angekündigt habe, offscreen haben wir da halt ein bisschen geguckt und so, was wir alles noch haben, was wir alles noch kaufen können, verkaufen können, etc. etc. Und habe leider ein bisschen zu schnell auf den Verkaufen-Button geklickt und nicht geschnallt, dass ich meine Ausrüstung Kirito, Yamato Armor, klang eigentlich cool von den Effekten her, war eigentlich besser unsere aktuelle Rüstung, aber sieht natürlich scheiße aus, muss man einfach mal so sagen. Problem ist, ich kann es halt nicht irgendwie, ja, gibt Dinge, die ich removen kann, wie die hier. Mein Ring habe ich jetzt irgendwie ein paar ausgerüstet hier, der Gürtel ist neu und auch das hier, die sind irgendwie gar nicht. Aber die Dinge halt, die sieht man schon und ihr seht ja direkt auch, ups, da passt etwas nicht ganz zusammen. Scheiße. Waffen sind ja die ursprünglichen, die Kirito hatte und ja. Ja, mit der Rüstung eigentlich eher, ja, ich hab's nicht geschnallt. Also ich hab nicht geschnallt, dass die halt etwas mit dem Aussehen des Charakters zu tun haben, weil ganz ehrlich, hätte man doch lieber den schwarzen Anzug zurückgewünscht oder ja den schwarzen Mantel. Aber scheiß drauf. Ist es halt so, kann nicht viel ändern. Vielleicht doch, vielleicht kann man das irgendwie wieder zurückkaufen irgendwie, wenn man das außerdem verkauft hat. Die Standardausrüstung halt der Charaktere. Wir werden sehen. So. Ganz kurz hier, Charakter Information gerne. Sien uns mittlerweile Level 79, ist aber so weit hingekriegt. Level 80 haben wir noch zu mühsam, aber immerhin noch ein paar Level gekriegt. Ist doch auch schön und auch cool, wenn man gerade dabei ist in dem Thema wegen Waffen und so. Return Gear. Ernsthaft, bei denen geht das. Return Gear to Default. Super. Die können einfach zurück auf ihre alte Ausrüstung, weil der Witz einer Sache ist, ich finde es ein bisschen mühsam hier. Wir können ja unsere Skills, unser Equipment jederzeit ändern. Von Kirito halt. Okay. Bei den anderen Charakteren, die wir halt mitnehmen, also sprich die Partymitglieder, können wir nicht so direkt zugreifen. Das geht nur unter Umständen und über Umwege. Ich kann eher zum Beispiel, ich weiß, was sie für eine Waffe haben, für einen Waffentypus. Und ich könnte zum Beispiel sagen, okay, sie hat zum Beispiel die hier. Also, ja, diese Dolche halt. Ich könnte zum Beispiel überlegen, okay, welchen von denen würde ich ihr jetzt geben? Flake Chaser, Snow Leon, Snow Wahai plus 1, wären halt solche Dinge, die man sich überlegen könnte. So. Eigentlich alles cool soweit, oder? Jetzt sehe ich bei ihr nicht direkt, wie es halt aussieht, was sie da für, ja, wie bei ihr die Werte aussehen, das sehe ich zwar hier drüber, zum einen. Und ich sehe es danach, Character Information, ich sehe es hier auch bei der Waffe. Die Weapon Parameter. So, jetzt sehe ich zwar, sie hat die Waffe. Vielleicht mit meinen aktuellen habe ich jetzt nicht. Super. Weil das jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt will, dass sie eine andere Waffe hat, ich kann ihr die als Geschenk übergeben. Zum Beispiel sagen, okay, ich gebe zum Beispiel jetzt. Ich gebe jetzt mal die hier, Snow Wahai plus 1. Wegen den Werten, ich habe keine Übersicht, keinen Vergleich, welcher jetzt besser ist, welcher schlechter. Ja, wenn ich es mir auswendig merken würde, ja, ein paar natürlich habe ich mir gemerkt, aber andere natürlich nicht, super. Und jetzt ist es halt so, jetzt habe ich sie als Geschenk gegeben. Und jetzt nochmal Character Information gehe, als größte Waffe, dann sehe ich, aha, die ich ihr geschenkt habe, die hat sie jetzt, cool. Alles weitere, ja, das muss ich echt nicht so machen, wenn ich jetzt sage Return to Default, dann kann ich jetzt sagen Default Weapon. Was passiert mit der Waffe, die ich jetzt gegeben habe? Verschwindet die auf nicht mehr wiedersehen oder was? Das ist auch so etwas, wo ich sage, da fehlt mir ein bisschen die Kontrolle über alles.
nehme auch damit Kirito wegen der Ausrüstung hier, also Equipment, weil ich hier halt, ja, mein Back, Raised, Charm, Ring, die sieht man nicht, die Dinger. Oder auch Head. Das sehe ich jetzt optisch nicht, aber die Dinger hier sehe ich, die 3. Body, Arms und Legs, die sehe ich, die Ausrüstung. Wo es darum ging, ja, du kriegst hier Yamato Armor, weil bessere Werte, willst du das andere Ding verkaufen. Hätte ich halt gerne nach dem Forscherfenster gehabt, wie es jetzt aussieht mit Kirito. Weil dann hätte er gesagt, okay, nee, Yamato Armor behalte ich zwar, aber ich gebe ihn dann klein. Als Beispiel, bei ihm würde es passen. Das sind halt so Dinge, die mir mittlerweile ein bisschen aufgefallen sind bei Sword Online wie Holofragment, die mir nicht so gut gefallen. Ich glaube generell sind das so Dinge, wo man sagen kann, die bei vielen Spielern ein bisschen sauer aufstößen. Wie so viele sagen, hey, Holofragment, netter Versuch, aber es gibt bessere SAO-Spiele, wie nach Lost Song oder Holo Realization. Übrigens, kann ich soweit schon mal sagen, ich habe Lost Song mittlerweile auf meiner Wunschliste, gibt es mittlerweile auch auf Steam, relativ günstig sogar. Und das wird der nächste SAO-Teil sein, den ich zocken werde. Soll auch von der Storyline her, ich sag's mal so, wegen die sogenannte Holo-Storyline. Und die Holo-Spielreihe beginnt hier mit Holo-Fragment. In diesem Fall halt Re-Holo-Fragment. Geht weiter mit Lost Song und Holo Realization wäre von der Timeline her, sag ich jetzt mal, der letzte Teil. Wo es eigentlich vorher spielt. Ist ein bisschen seltsam, aber ist irgendwie so. Also mit Liesfackel noch irgendwas was machen können. Ich wollte eigentlich noch ganz kurz meine Waffen schmieden, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und hoffe eben darauf, dass ich irgendwie noch was machen kann. Gems, ja, ich würde gerne Request Gems. Restore Enhancement. Have a new Weapon Mode. 3 Millionen! Das ist viel. Ich meine, ich habe zwar jetzt wieder ein bisschen Kohle, weil ich ein paar Dinge verkauft habe, aber so viel? Das ist schon imbar. So, erstmal eine korrupte Waffe natürlich. After Enhancement, das sieht doch schon mal Limit 8, ja, man kann natürlich nicht mehr draufpacken. Crit plus 1 halt, klingt ja auch nicht schlecht, wa? Carmine brauchte ich halt so viel, würde aber Stärke schon ordentlich raufgehen, wa? Komm, warte mal, mach mal einmal. Ich muss ganz ehrlich zugeben, Leute, ich hätte gerne das Spiel relativ schnell durch. Also schnell durch im Sinne von auch mit der Story so ein bisschen vorwärts kommen. Und Story finde ich zwar jetzt bisher noch relativ interessant. Gut, das mit Hollow Area mit Phileas interessant, dass mit Strea ein Crowded-Plätzer dazugekommen ist. Ansonsten so mehr oder weniger muss ich sagen, ist noch nicht so viel Spannendes passiert, oder? Täusche mich da? Kann ich dem nur 2 drauf haben, wa? 3 Mal insgesamt. Wenn Rivermoor draufpackt, ist der andere weg. Das will ich sehen, komm. Da eigentlich 3 versteckte Werte drauf. Also das jetzt. Nicht geklappt, super. Ja, ich meine, die Rate ist nur 70%, aber wäre trotzdem cool. Vielleicht liegt es daran, dass die Waffen grob sind, weil es darum die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Was ist denn los? Das ist immer nur so, okay, irgendwie haben wir eine Pechsträhne oder was ist los? Stärke 45, klar, machen wir. Also, falls Lisbeth auch will. Bei der Waffe klappt's. Was ist los?
Stärke 50, okay, jetzt geht's nicht mehr so hoch wie auch schon. Der zweite, wer soll denn auf den zweiten Werk draufpacken? Ein bisschen critten. Agilität wäre vielleicht etwas, aber eine andere Waffe drauf. Verteidigung, Vitalität und Operation. Jetzt hier den draufpacken. Klappt das dann oder sagt das Spiel auch nö? Das klappt plötzlich. Was ist los? Ganz ehrlich, ey, pack noch mal ein bisschen davon drauf. Oh. Wohl echt noch Glück war. So, komm, hätte ihn gerne drauf. Mensch. Ja, dieses Glück. Was ich mich gerade auch frage. Angenommen, ich gebe einem Teammitglied eine Waffe. So. Nachher würde ich die gerne noch verstärken. Die kann sie gar nicht zurücknehmen. Vielleicht kann sie die Parameter von ihm zurücksetzen oder sprich das Aussehen und die Waffen zurücksetzen und verstanden werden, aber kriege ich die Waffe da zurück oder eben nicht? Das ist halt so. Ja. Das sind so halt die Fragen, die mir so stellt, wa? So, komm, was hätte ich gerne noch drauf? Crit aber keinen. Gehen wir Crit drauf, komm, mit den Critten. Auf beiden korrupten Waffen habe ich jeweils 3 Parameter drauf, wenn es klappen würde. Ja, ist Glück. Also es liegt in diesem Prozentualchancen halt. Ich habe zuerst gedacht, das ist echt so. Naja. Dass der Damage runtergeht, hey. Alter. Achso, das ist falsche Waffe. Bisschen mehr Crit wäre schon nicht schlecht, ganz ehrlich. Okay, sie will nicht. Na komm Leute, ganz ehrlich, dann lassen wir es. Ciao. Was soll man sagen über Wii Holo-Fragment? Ja, neben halt das mit den ganzen Ebenen war, dass halt da quasi 30 Ebenen machen musst und machen darfst. Ist ja eigentlich eher so. Aber irgendwie passiert halt kaum was Spannendes, immer das gleiche Prinzip. Jo, also neue Skills, cool. Oh, aber Skills stimmt aber auch. Moment, ganz kurz. Moment, nicht vergessen. Skills, haben wir vorhin gesehen. Als Offscreen Sinon trainiert habe. Dancing Blade doch gerne. Ja, machen wir ganz kurz. Dancing Blade. Das ist der hier. Double Attacks. Ganz kurz gucken, wie kann ich hier schon wieder schnell umswitchen. Das hier, sondern, na egal. Dancing Blade, Moment. Doppel Auto Attacks, okay, fürs ganze Team also. Wenn es habe so Entire Party. Der ist glaube ich eher für Kirito selbst, wa? So, machen wir das mal so. Wir haben den noch. Step, Bird Attack brauche ich natürlich, das ist klar. Der ist auch cool. Also noch SP, okay, ja gut. Denke mal, Reif das erste, wa? Und wir, Freunde, machen uns, einmal ganz kurz immer was anderes. Mal schnell raus, da rein, weil ich manchmal mit dem Autosave ist. Also mit dem Autosave ist auch so eine Sache. Also momentan 3 Dinge, die mir auffallen beim Spiel, die mir nicht gefallen, sind zum einen der Autosave. Da hätte ich gerne einen manuellen Save Point, vor allem, ja hier, Logout is not possible. Ja, wenn es überhaupt mal möglich wäre, also spielabhängig ist, dann sowieso nur am Ende des Spiels, wenn das Spiel ja eigentlich vorbei ist. Also ich hier direkt zum Desktop gehe, nicht irgendwie ins Hauptmenü zurück, ist auch so eine Sache. Nee, eben das mit dem Autosave ist eines, dann das mit den Charakteren, wie das halt, ja, wie das aufgebaut ist, das Equipment-System und Skill-System für uns und unsere Teammitglieder, das eigentlich nur für Kirito geht und auch hier für meinen Geschmack noch nicht so super ist, wie man es eigentlich gerne hätte.
oder wie ich es gerne hätte, und das andere eben, dass halt jeden halt immer ein bisschen gleich sind. Und wenn mal etwas storymäßig passiert, dann sind es halt so lange Cutscenes, wo es um Kirito und die Mädels geht und irgendwie so Szenen sind, wo man sich ja schon fragt, mehr Fanservice als sonst was oder was ist los? So, dann verkaufen wir eigentlich jetzt nix. Ich hab vielleicht gedacht, vielleicht auch nur vielleicht gäbe es eine Variante, mein Standard-Outfit zurückzubekommen. ...87 von 200, war man ja nicht mehr so viel dabei. Bringen wir die ganzen Waffen hier hin. Die Klingen bringen, also die Schwerter bringen sowieso nicht, weil wir sowieso... sonst jemand im Team haben, der die nutzen kann, ja alle eigentlich andere Waffen. So, und den Rest behalte ich mal noch, wenn ich es nicht vergesse. Obwohl, ganz ehrlich, geht ja vom... Weiß ich eigentlich vergessen. Auch wenn ich die habe, die kann ich auch vom Storage aus dann geben, oder? Den anderen, unserem Freund und so. Change Avatar? Ich hätte gerne ein altes Outfit zurück. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wa? So. Das schon mal gemacht. Ja. Was? No. Machen wir hier okay. Fuck, okay. Können wir die Standardausrüstung nicht mehr zurück im Spiel? Der Titel? Ah, Titelscreen, so. Ah, okay. Der geht so also. Cool zu wissen. Klar, du bist irgendwie außer des Spiels oder willst kurz ausloggen, was irgendwie umzustehen und so. Ne, musst du erst hierhin zurück. Oh mein Gott. Gut, dass wir momentan müssen wir mit diesem Outfit noch leben. Shit happens. Ja, um zurück zum Punkt zu kommen, sind so momentan die drei Dinge, die drei Punkte, die ich am Spiel nicht so gut finde. Das mit dem Story-Setting kann es durchaus noch ändern, wenn wir halt ein Spiel durchhaben. Ja, wobei, mal schauen. Check Human Info, ganz kurz mal noch. Also muss zugeben, ich hatte heute so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, soll ich das Spiel echt durchspielen oder soll ich es einfach mal abbrechen? Kam echt vor. Was? Dick Dark. Dunkle Schaufel ist eine Team. Okay, nicht schlecht. The Horn of Menace ist Bossmons, will natürlich heute noch machen. Use X-Based Skills, buffs increase attack power, weak to slash attacks. Die Axe-Skills können pariert werden, es kann be sealed by destroying its legs. Okay. Legen wir los, Freunde. We have space. Ja, haben wir. 87 von 200, haben wir noch gesehen. Yes. So, ist immer das Gleiche. Ja, ich mache es mit Sinon ganz gerne, weil ich ihn auch das Ganze testen möchte, von wegen, was wir letztes Ebene herausgefunden haben, dass eigentlich halt. Und damals haben wir es mit Leaf gemacht, auch den Boss. Und nachher hatten wir kurz die Katze mit Leaf. Und ich frage mich jetzt, wenn wir es mit Sinon machen, ob wir nachher auch die Katze mit Sinon haben. Ich würde sagen, einzelnen Versuch, wenn es nicht klappt, nehmen wir halt einen anderen Charakter, wenn Sinon noch zu schwach sein sollte, aber. Ich glaube eher weniger. Die waren nicht viel stärker. Naja. どうかな。頼むな。分かったわ。それではボスの攻略に向かいましょう。 Jo, legen wir los. Raiden wir den Boss. Make it back alive. Yeah, yeah, alles im Forum. Yeah, wir haben eine scheiß Rüstung an, weil ich gefehlt habe. Ach ja, was ist das überhaupt schon? Part 28, ja?
The Horn of Madness. Servus! Na, wie geht's denn so? Oh nein! Scheiß Kamera wieder. Weil es riesig ist. Wow! Machen wir hier Dancing Blade. So, haben gebreakt. Das geht ziemlich langsam, wa? So, sie macht gerade auch mit. Na du scheiß Horn of Madness. Was willst du tun? So, jetzt bist du dran. Komm! Gestunt! Ein Balken ist runter. Läuft bisher echt gut. Wobei, den kann ich ganz kurz machen. Uff. Nein, das war zu früh. Scheiße. Das waren Dinge, die ich eigentlich hätte blocken sollen. Okay. Hier kommt der Sword Skill. Das stimmt. Kann man so durchaus sagen. Wow, 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 wow. Wir müssen sehr rot. So, Ist hier noch Akku drauf, wa? Das ist ein richtiger Akku-Heinz. Der ist bereits im gelben Bereich. Verwechselt da jetzt seinen Skill, aber seine Art und Weise, wie er kämpft. Noch ein Sword Skill, okay. Ist eine Angriffsweise, Entschuldigung, war mein Gedanken woanders. Okay, jetzt ändert sie vermutlich. So, der wäre geblockt. Und jetzt Angriff aber. Gerade da oben. Da ist der zweite Balken weg. Ups. Das war knapp. Jetzt schon mal ganz kurz. Rika, es geht nicht. Was zum Kill, wo zielst du hin? Also ganz ehrlich, der Boss ist doch lame. Also sie und für nicht unbedingt, aber für uns eigentlich schon. Ja, komm. Oh, es wird rot. Zack. Deep Impact, Use Skill. Und dann hat das Protection Player.
schnell hinter mich. Beziehungsweise... Deswegen hätte ich jetzt so, Ding. Starburst Stream. Was wir noch groß machen, wa? Nein! Ah, okay, doch noch. Ich dachte gerade, er wäre zu langsam. Der Horn of Madness. Der Horn of Schwächnis vermute ich eher. So, komm. Was? Soll man SP ausbrauchen? Ist alles scheißegal! Hab eh genug. So, und das war's gleich, Freunde. Und hier kommt der Pseudo-Starburst Stream. Defeat the Horn of Madness, Errungenschaft freigeschaltet, klar. Also, ich fand den jetzt ziemlich einfach, Leute, ganz ehrlich. Kann man aber nicht viel über meckern, wa? Ja gut, ich würde mal sagen, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei so Online Wii Holo Fragment. Relativ kurzer Kampf, das kann so weitergehen mit 6 Minuten 17 Sekunden. Haben wir den ich kann den One-Hit geradet. Wir haben einfach platt gemacht, fertig. Und jo, nächster Part. Vielleicht Katze mit Sinon, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ich werde sicher eben 79 dann aber mit Strea machen. Strea, wie man ihn bezeichnet, weil... Ja, ich wollte erstmal 9 Charaktere nehmen, oder? Also, beziehungsweise natürlich erste Ebene was anderes, aber nachher war halt Lifa, je Sinon und danach halt Strea. Jo, bis dahin, ciao zusammen.